So, habe Diri und Cheetah wieder Ersatz. Zu Rise of the Tomb Raiders, zum Blood Ties bzw. Blutsbande DLC. Eventuell macht man das andere auch noch gleich im Anschluss, je nachdem wie lang das ich brauche für das. Ich habe nämlich keine Letzte Ahnung. Aufforderung an Lara Croft, derzeitige Mieterin des Anwesens. Hiermit benachrichtigen wir Sie letztmalig über die Beendigung Ihres Besitzrechts am Croft-Anwesen. Wir fordern Sie auf, besagtes Anwesen unverzüglich zu räumen und zu übergeben an Atlas de Mornay, Nachlassverwalter. Lara, ich bedauere, dass du mir in dieser Angelegenheit keine Wahl lässt. Wie du weißt, haben deine Eltern mich im Falle ihrer Abwesenheit zum Nachlassverwalter bestimmt. Seit dem Verschwinden deiner Mutter wurde sie nie offiziell für tot erklärt. Und die Umstände um den Tod deines Vaters legen nahe, dass er kein formelles Testament hinterlassen hat, das diese Situation regelt. Leider hast du keinen rechtlichen Anspruch auf das Anwesen. Ich zahle dir eine monatliche Summe aus deinem Treuhandvermögen, wenn du das Anwesen bis Ende der Woche verlässt. Stell dich nicht gegen mich, Lara. Das hätte deine Mutter nicht gewollt. Hochachtungsvoll, Atlas. Es muss ein Testament geben oder irgendwo auf dem Anwesen einen Beweis, was Mom zugestoßen ist. Dad's Safe. Eine Zahlenkombination. Die muss irgendwo in Dads Papieren sein. Vielleicht in der Bibliothek. Meine Geburtstagskrone. Auf das Ding war ich so stolz. Das ist meine Handschrift. Ich hatte eine echt schöne Schrift. Sehr interessant, natürlich. Ernsthaft. Ganz ernsthafter Stuhl. Einfach unglaublich. Ich habe heute jemanden kennengelernt, ganz unerwartet. Es hatte wohl nicht sollen sein. Ich war so in meine Arbeit und meine jüngsten Entwicklungen vertieft. Ich habe meiner Umwelt keine Beachtung geschenkt. Doch da saß sie, an einem Tisch in der Bibliothek. Sie heißt Amelia und studiert offenbar direkt neben mir. Ausgerechnet Kunstgeschichte. Wider mein besseres Wissen habe ich ihr von einigen meiner Forschungen erzählt. Ich wollte sehen, wie sie reagiert. Und sie hat mich nicht enttäuscht. Plötzlich war mir wie bei einem geistigen Schachspiel. Ein Schachspiel aus Argumenten. Irgendwann musste die alte Bibliothekarin uns wie kleine Kinder zum Schweigen ermahnen. Ich komme mir so dumm vor, sie nicht früher bemerkt zu haben. Sie ist eine tolle Frau. Die erste, die je meine Ideen hinterfragt hat. Ich weiß jedoch nicht, ob sie sich gerade genauso beschwingt fühlt wie ich. Doch ich glaube, unsere Unterhaltung hat uns beide angeregt. Meine Eltern waren ein gutes Team, haben sich gegenseitig gefordert. Ey, wie ich sie geschaut. Geil. Ein Bild mit Dad und Anna. Ich habe Kleider nie gemocht, aber die Farbe war schön. Anna. Das ist vermutlich mein Großvater Benjamin. Nicht zu Ende. Und einfach weg. Einfach weg Nummer. War klar, dass du Das was Buch über Unsterblichkeitsmythen könnte ganz nützlich sein. Wow. Ganz schön viel meckern. So, ja, ich habe das hier auf dem anderen Tisch gesehen, ich aber erst das da schon. Dads Karte der vergessenen Städte Nordsyriens. Er war dem Grab des Propheten schon näher, als er ahnte. Endlich habe ich Richard der Familie vorgestellt. Es lief genau wie erwartet. Meine Mutter eisig, aber höflich. Mein Vater gleichgültig und desinteressiert. Atlas mit kaum verhohlener Verachtung. Natürlich missbilligen sie ihn. Für sie ist Lord Croft der Mann, der ihre geliebte Tochter geraubt und ihre langjährige Verlobung gesprengt hat. Ich hätte diesen widerlichen Earl of Farrington sowieso nie geheiratet. Man sollte meinen, sie wären froh, dass mir ein echter britischer Lord den Hof macht. Und das ist zufällig Richard Croft. Für sie der Mann, der im Alleingang eine einst große Familie ruiniert hat. Aber ich kann nichts daran ändern. Wie Richard ihre unterschwelligen Beleidigungen ertragen hat, so würdevoll und ruhig. Das hat er meinetwegen getan und bestätigt, was ich nicht länger leugnen kann.
Ich bin völlig hoffnungslos in ihn verliebt. Es kümmert ihn nicht, was man über ihn denkt. Und ehrlich gesagt, mich auch nicht. Es wird Mutter das Herz brechen, aber ich kann nicht das Leben leben, das sie für mich will. Meine Zeit mit Richard hat das umso deutlicher gemacht. War bestimmt schwer für Mom, sich gegen ihre Familie zu stellen. Aber mich freut es. Die Tür zur Bibliothek. Verschlossen. Es muss noch einen Weg hineingeben. Diese Karte habe ich für meine erste Expedition mit Dad gemacht. Darauf ist ein Weg Klar, zur natürlich, Bibliothek es liegt da durch die einfach ganzen Karten Gänge. herum, da wo es draufsteht, wie du da reinkommst, ohne dass du... Moment. Ich kann durch den alten Dienstbotengang in die Bibliothek. Zu dunkel. Ich brauche eine Taschenlampe. Dads Artefakte aus dem Niltal. Die habe ich mir immer so gern angesehen. Nach seinen Ägypten-Expeditionen war Dad fasziniert von Unsterblichkeitsmythen. Muss man erstmal ein bisschen Zeug holen, oder? Mit irgendein bisschen Zeugs rumliegen. Nichts. Erstmal diesen schauen. Hallo, Sir Lancelot. Keine Angst, diesmal leihe ich mir dein Schwert nicht aus. Schülerbrief. Lara, ich habe deinen Therapeutenbericht gelesen. Ich war überrascht über deinen ausgezeichneten Gesundheitszustand. Du hast deine absurden Behauptungen bestimmt nicht einfach so aufgegeben. Wo warst du überhaupt in den letzten Wochen? Meine Sekretärin hat deinen Flug am 20. in die Türkei entdeckt. Das war der Zollerklärung nach bestimmt kein Stadtbummel. Du führst etwas im Schilde und ich werde dir das Croft-Vermögen nicht für dieselbe fixe Idee überlassen, die zum Tod meiner Schwester geführt hat. Es ist noch nicht zu spät, deine Ansprüche auf das Anwesen freiwillig aufzugeben. Weigerst du dich, drehe ich dir den Geldhahn zu. Hochachtungsvoll, Atlas. Der ist schon Arsch irgendwie. Die Empfangshalle. Als Kind habe ich hier so gern gespielt. Die muss Was zuerst weiß ich vorher renoviert nicht werden. da rücken, wie es einer gegangen ist. Meine Phönixfigur hat bestimmt Dads Idee der Unsterblichkeit angesprochen, aus der Asche heraus neu geboren zu werden. Wie ich das alles verstehe. Das tut mir ja. Lara, du weißt doch, dass der Westflügel tabu ist. So bin ich schon. Was sitzen Sie da auf dem Boden herum, Fräulein Lara? Die darf ich bei meiner nächsten Reise nicht vergessen. Da jetzt auch nicht unbedingt. Taschenlampe. Yay! Jetzt kann ich mich im Dunkeln umsehen. Hey, Jonah. Tut mir leid, dass ich mich erst so spät melde. Ich will ein bisschen auf dem Anwesen nachforschen. Es ist viel passiert und ich brauche Zeit, um zu überlegen, was ich als nächstes tue. Das alte Haus steckt voller Erinnerungen und Geheimnisse. Onkel Atlas hat mich so lange von hier fernhalten wollen, ich weiß nicht mal, ob ich es behalten will. Aber nach allem, was passiert ist, finde ich vielleicht heraus, was es mir noch bedeutet. Dafür nehme ich es mit ihm auf. Ich erzähle dir alles, wenn ich wieder in London bin. Ich sehe mir den Kompass an und denke nach. Worüber, wenn ich fragen darf? Bloß darüber, ferne Orte zu entdecken, Abenteuer zu erleben. Das werden Sie, kleine Lady. Sie haben eine Entdeckerseele, aber werden Sie nicht zu schnell groß. Hallo. Das Angebot kam letzte Woche per Post und ich habe Richard noch nichts erzählt. Er ist schon in Tibet und ich fliege bald nach. Ich habe ihm nie gesagt, dass ich meine Werke eingereicht habe, weil ich nie dachte, dass sie angenommen würden.
Aber eine Galerietour darf ich mir nicht entgehen lassen. Ich werde über ein Jahr nicht in England sein. Sie beginnt in New York und geht dann weiter durch die USA und... Herrje, schon beim Schreiben wird mir schwindlig. Nach unserer Hochzeit wollte ich meine Malerei nur noch als Hobby betreiben. Doch Richard war dagegen und gab mir das Atelier und das Studio. Ohne diese Unterstützung würde ich vielleicht noch immer öde Landschaften malen. Nun werde ich das alberne Gefühl nicht los, dass es Verrat wäre, jetzt fortzugehen. Er wird darüber lachen und darauf bestehen, dass ich annehme, auch wenn ihm die Trennung das Herz brechen wird. Er hat mich nicht einmal gebeten, seinetwegen ein Stück meines Lebens zu opfern. Natürlich habe ich mit der Zeit viele kleine Opfer gebracht, aber verlangt hätte er das nie. So. Warum recht noch irgendwas? Da auch noch? Ja, so viel zu haben. Ja. Seit du von der Yamatai-Expedition zurück bist, beunruhigt mich dein sprunghaftes Verhalten zunehmend. Ich vermute, du hast eine Art psychisches Trauma erlitten und dein Benehmen ist ein Hilferuf. Du sollst wissen, dass ich dich laut und deutlich höre. Anne und ich finden, dass du dich von einem Fachmann untersuchen lassen solltest. Ich war so frei, einen Termin bei einem sehr qualifizierten Kollegen von mir zu vereinbaren. Näheres dazu erhältst du in Kürze per Post. Ich möchte betonen, wie wichtig das ist, Lara. Als Nachlassverwalter ist es meine Pflicht, dafür zu sorgen, dass das Anwesen in fähigen Händen ist. Offen gesagt verhältst du dich wie dein Vater zu seinen schlimmsten Zeiten. Damals hätte er das Anwesen fast selbst verloren. Ich möchte nicht, dass du seine Fehler wiederholst. Bitte, nimm meine Hilfe an. Hochachtungsvoll, dein Onkel. Jetzt auf einmal, oder was? Kann doch mit deinem Onkel sein. Das. Eins von Dads Unsterblichkeitsartefakten. Ich glaube, Roth hat's für ihn von einem griechischen Händler mitgebracht. So, da ist nicht schwach. Da ist noch was. Keine Ahnung. Ich sollte mich mal mit meinen Vorfahren beschäftigen. Eventuell solltest du das mal. Ja, wer weiß, hat sie doch schon mehr. Tut mir leid, ich wollte nur schauen. Das Thema hatten wir schon. War hier Mams Zimmer? Bleib einfach da raus, Schatz. Dad hat den Westflügel immer so abgeschottet. So, jetzt gehen wir aber davon rein. Und jetzt was singen. Oder weiß der von uns da dann nichts passieren ohne Ding. Du sagst, das ist so ein riesen Treppenhaus nur für die Ding. Das ist brutal. Amelia, Mutter hat davon erfahren. Sie weiß, dass du deine Verlobung mit dem Earl of Farringdon aufgehoben hast. Sie ist außer sich vor Sorge, aber noch hält sie die Nachricht zurück. Es heißt nur, du hättest kalte Füße bekommen. Aber sobald deine Affäre mit Lord Croft bekannt wird, ist es zu spät. Dann ist unser Name ebenso ruiniert wie der Mann, mit dem du verkehrst. Siehst du nicht, wie egoistisch du bist, Amelia? Denk an die Familie, du bist eine de Mornay. Alles, was du tust, wirkt sich auch auf uns aus. Ich komme bald nach London. Überstürze nichts, bis wir geredet haben. Der ist schon ziemlich ein Depp. Ein riesen Treppenhaus nur für nur für Bedienstete. Alles verfällt. Ich sollte meinem Onkel das Haus überlassen. Es heißt, zusammen zu reisen wäre eine gute Beziehungsprobe. Tja, diesen Test haben Emilia und ich mit Bravour bestanden. Die letzten paar Monate in Ägypten waren einfach nur außergewöhnlich. Sie und Roth sind wie alte Studienfreunde. Mehr als eine Nacht haben sie bis in die frühen Morgenstunden durchzecht und Karten gespielt. Trotz ihrer vornehmen Erziehung kommt Emilia mit dem komfortlosen Leben besser zurecht als ich. Sie ist so einfühlsam, dass sie überall sofort Anschluss findet. Dank ihr hatte ich einen unerwarteten Durchbruch in meinen Forschungen. Sie hat einen Artefakthändler in der Altstadt überredet, mir eine wunderschöne, ungewöhnliche tibetanische Schriftrolle zu verkaufen.
Soweit ich sagen kann, enthält sie Angaben zu einem Unsterblichkeitsritual. Ich glaube, ich sollte mit Emilia den nächsten Schritt wagen. Ich kann wirklich nicht mehr länger warten. Morgen halte ich um ihre Hand an. Unter der Sonne Ägyptens, inmitten von Staub und Ruinen. Wundert mich nicht, dass er sie so ganz spontan gefragt hat. Natürlich, wenn wir dort hergegangen. Oh mein Gott. Die Tür, sie ist verschlossen. Wer hätte das wohl gedacht? Oh, das liegt schon der Brief. Amelia, ich weiß, wir hatten in den letzten Jahren unsere Differenzen. Ich habe versucht, eine Beziehung zu Richard zu tolerieren, aber ich kann dich nicht stillschweigend auf diese unausgereifte Expedition gehen lassen. Du sagst, Richards Theorien hätten Potenzial, dass er vielleicht wirklich eine mythische, geheime Wahrheit entdeckt habe. Aber ich sehe nichts, das diese Behauptung stützt. Und auch wenn mir dein Wort früher gereicht hätte, kann ich dich nicht deinen Namen und Ruf ruinieren lassen. Und den unserer Familie, um ehrlich zu sein, für einen irrsinnigen Kreuzzug. Ich werde Richards Investoren erzählen, wie er ihr Geld verplempert, aber ich möchte dir die Chance geben, das Ganze selbst zu beenden. Bitte, geh nicht nach Tibet. Wenn nicht um meinetwillen, dann wenigstens für Lara. Hey, der regt mich so auf. Der Typ ist echt nervig. Genauso gruselig wie früher. Ich werd noch mehr. Das dort hier rumliegt. Und nächste Brief. My Lord, ich hoffe, die Expedition verläuft erfolgreich und Sie sind wohl auf. Bevor ich Sie mit geschäftlichen Dingen langweile, sollten Sie wissen, dass unser kleiner Engel Unfug getrieben hat. Wie üblich habe ich mit ihr Schach gespielt. Im Verlauf des Spiels brachte sie das Gespräch auf ihre Mutter. Sie kann sich kaum mehr an sie erinnern und wollte ins Atelier ihrer Ladyschaft, das sie verschlossen haben, um das Klavier ihrer Mutter zu spielen. Sie wurde natürlich wütend, als sie nicht hinein durfte. Für jemand so Junges sind ihre Gefühle sehr stark. Später am Tag stellte sie mir eine Falle, ausgerechnet in der Kühlkammer. Bevor ich wusste, wie mir geschah, hatte sie mich eingesperrt. Mrs. Sheffield fand mich eine Stunde später zitternd und recht verärgert. Wir brauchten eine weitere Stunde, um Lara zu finden. Ich kenne natürlich all ihre Verstecke, aber diesmal wollte sie nicht gefunden werden. Ich merke, wenn sie verstimmt ist, vielleicht, weil ich sie schon so lange kenne. My Lord, wenn ich so frei sein darf, sie vermisst sie schrecklich. Ihr fehlt ihr Vater. Vielleicht... Armer Winston. Was? Ich weiß noch, wie wütend ich war. Er hatte immer so viel Geduld mit mir. König nach D1. Diesmal gewinne ich, Winston. Kluges Mädchen. Aber inzwischen müssten Sie wissen, dass Gewinnen nicht alles ist. Dame nach C6. Schach. Du hast leicht Rede. Du gewinnst immer. Springer schlägt Dame. Was ich damit sagen will, genießen Sie die Reise, Lara. Stürmen Sie nicht zum Sieg. Läufer nach D7. Ich weiß, Winston. Ich will nur... Oh nein, das habe ich übersehen. Sie müssten wissen, dass auf diesem Brett nicht mit mir zu spaßen ist, junge Dame. Schachmatt. Ich gewinne schon noch. Irgendwann. Darauf habe ich mit unserem alten Butler Winston Schach gespielt. Ich habe nie gewonnen. Das ist so nervig. Ich habe immer weiß gewählt. Ob ich mal gewonnen hätte, wenn er angefangen hätte? Sicher nicht. Oh, was? Okay. Eine Brechstange brauchen wir dafür. Ich stehe am Scheideweg. Gott, was für ein Klischee. Aber es ist wahr.
2 Wege, beide Kompromiss wie auch Freude. Ein Leben mit Richard, Abenteuer, geistige Herausforderung, vielleicht eine Familie. Doch auch ein Mann, besessen von etwas, das ich nicht verstehe. Und ein Leben voller Verpflichtungen. Den Namen de Mornay aufrechterhalten, unsere Traditionen. Nicht die Familie zu verlieren, die mich großgezogen hat. Was für eine gemeine Wahl. Ich will sie nicht verlieren. Aber ich liebe das Leben, das ich mit Richard begonnen habe. Auch er ist nicht perfekt, aber damit kann ich leben. Wird das genug sein? Ah, das siehst du mal, wie schwierig das ist für die. Oh nein, eine Ratte. Alles ist so gut wie fertig für Fräulein Laras Geburtstagsüberraschungsexpedition. Es war nicht einfach, die Sache zu organisieren und geheim zu halten. Sie ist besessen von Ägypten und lernt Hieroglyphen und alte ägyptische Bezirke. Sie wird sich so über Lord Crofts Idee freuen. Das wird ihr gut tun. Sie ist in letzter Zeit sehr aufmüpfig, aber sie sucht nur die Aufmerksamkeit ihres Vaters. Er vergräbt sich in seiner Arbeit. Bei dieser Gelegenheit können die beiden wieder zueinander finden. Und ich glaube, er braucht das ebenso sehr wie sie.